En så welkom hier. Iedereen wat gekomen is. Het is goed jullie hier te zijn vandaag morgens. En we zijn ook dankbaar voor prediker Hein Teichroeb en zijn vrouw dat hij hier zijn. Ik zei welkom hier. Ik hoop je hand niet ongenomen gefeild hier. En het is goed om te komen als Gläubigen en van God zijn woord hier. En met prediker Hein Teichroeb opgekregen om ons kon van Gebet vertellen. En zijn wat Gott uns zu sagen hat durch sein Wort. Wir wollen uns aufnehmen. Himmlischer Vater, wir danken dir für Herrn, dass es wahrlich ist, uns hier weiter zu dienen. Ich bete, dass du am wirst mit den Jes fällen und dass du ganz frei und opreden kann. Und ich bete von uns zuhören, dass wir uns hart wollen aufhören und dass du zu uns reden kannst, dass wir die Wörter wollen verstehen können, was du uns sagen wirst, und dass wir können von dir wegfahren mit einer besseren weten van wat bed is en wat het schaffen dat. Ik dank die dafür. Dat bed in die naam Jesus. Amen. Okay. So, wir freuen uns, von der Woche zum Morgen hier zu sein. Dat is een zegen geweest voor mij en voor mijn vrienden, dat we kunnen hier jullie kan leren en hier in jullie met zijn. Zo, veel dank zijn voor ons dat jullie het gegeven. We zijn gezegend worden, den tijd wat we kunnen hier zijn, de ovens en overdag en al die goede, vriendelijke opnamen wat we hebben gespeeld. Zo, mijn gebed is dat het kunt een zegen zijn voor jullie. Vielleicht hier und da ein oder andere Wort haben könnten, eine Mutmerkung sein für ihn. So, das wird mein Gebet sein und das ist mein Gebet auch von der Morgens. Dass Gott bloß was der Leitung kann hier und dass wir können weiter in Sehen erfahren. So, mir hat zu reden von Gebet. Das Erste, was ich würde zu betonen, und dort fall mir von der ich hier von der Morgens eben nur. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir denken an Gebet und an Kirche. Bet für jene Lehrer, bet für jene Prediger, für all die, was noch abgehoben haben. So, das ist ein von der wichtigsten Punkte, wenn wir die ein Gebet nehmen, die unterstützen dann. Das sind, wie Prediger sind auch Menschen, kriegt es alle, und wir haben auch zu kämpfen. Vielmals sagt es, die Prediger jetzt hier nahmen, die predigen, und den ja das scheinen, das schafft alle Fan. Aber das ist auch ein Mensch. Die sind auch kämpfen in dem sein Leben. So, wenn wir unsere Prediger, unsere Diakonen, was immer die abgehoben sind in der Kirche, weil wir die ein Gebet nehmen, weil wir die unterstützen, weil wir die bloß Motor sprechen zum Pferdeweg und ihr Dienst. Es ist immer wieder wertvoll, wenn wir sehen, dass die Kirche hängen einem, die unterstützen einem und die sind durch für einen. Wir als Prediger sprechen das auch, wenn noch mal einer kommt und klappert uns mit auf den Schulter und sagt, Dankeschön für deine Botschaft, für deine Anstrengung. Ich brauche das. Ich weiß nicht, jene Prediger das brauchen. So, ich glaube, wir sind alle, dass wir das hier und da gleichen und uns das Mut merken. Gebet. Ein Wort. Aber das ist ein großes Denk, ein großes Thema, wo er kann viel von sein, viel Erfahrungen haben in Gebet. Einmal schien sich das so, das halb nicht beten, nicht? Nächstes Mal, wenn wir beten, dann eine Nün, dann passiert dort, dann hat Gott uns gehört und so weiter. So, ich möchte kort von der du gehen, was Gebet in mein Leben hat getan, oder was ich erfahren, was Dinge mit Gebet und
En ik mag ook kijken wat we in de Bijbel vinden, wat Gebet is. Ik wil Jakobus 5 door een paar versen lezen. En door wil ik ook een paar gedanken terugnemen over mij ook een paar ervaringen met te delen van wat wat ik en wat we als familie hebben gezien door een gebed. En wanneer dingen passeren in een leven, wanneer einer beten deed en einer zo klar zit, Gott is te hingen en God antwoordt. En God antwoordt eindelijk anders als we beten doen. Ik dan wordt hem dat gebed bloß allemaal weggaan, allemaal ernst na. Wat is gebed? Wat is gebed voor die? Zo dat is waar we ons gedanken bouwen, een klein beetje nagaan van jou. Jakobus 5, vers 13, mag ik een paar versen doorlezen. Dat zegt de Eeuwschrift door dat gebed voor de kranken. Moet wer van jullie lijden, dan laat am beten. Es wird lecklich, dann laat am Dankleider singen. Wir hören hier al, als wir hier singen, dort ist ein Port von unserer Anbetung, dort ist ein Port von uns Leben. Dort wir sollen Leider singen, dort wir sollen Gott anbeten durch Leider. Für mich ist dort ein großer Segen, wenn wir dürfen Leider singen, Gott loben und preisen. Ich glaube, die Botschaft, die ganze Gottesdienst wird nicht fertig sein, wenn wir nicht Leider durchhalten, wenn wir nicht Gott anbeten, nicht Gott loben. Für mich ist dort immer eine Aufmerkung für mein Hort, wenn wir können Leider singen, wenn wir können Gott anbeten und am Danken durch die Leider. So das Vers sagt hier, macht wer von jünd leiden, dann lohnt am Beten. Aber dort bleibt du gleich stehen, das sagt du, wieder es wird lecklich, dann lohnt am Dank leider singen. So sind halt zwei Dinge, wo wir können beten. Wenn wir leiden tun, so wir beten, und wenn wir lecklich sind, so wir auch. So wenn so wir dann nicht, dann so wir einmal, ne? Einmal Lied wir, das Onkel heel sehr, dann sagen wir, nächstes Mal sind wir glücklich und sind wir froh. So dann sollen wir auch beten. Was ist Gebet für dich? Das will ich von dir ein bisschen über nachdenken. Das Gebet ist ein Reden von uns Hort nach Gott. Was auf uns Hort ist, wir reden dort mit Gott. Wir fragen ihm noch Dinge. Wir danken ihm, dass ich al sehe, eine Anbetung und Leider singen. Das ist eine persönliche Verbindung mit Gott, wenn wir ein Gebet sind. Wir dort einen Unterschied merken, wenn wir beten dann, und Gott wird bezieht uns Sachen. Haben wir mal gedacht, wenn wir beten dann, dass Gott ist ganz bezieht uns. Ich habe vielmals gebeten, und bloß gebet, dass ich nicht undacht, dass Gott wirklich bezieht mich wie. Und yes, Gott sagt yes, der Heilige yes, der ist bezieht uns, wenn wir beten dann. Merkt dort einen Unterschied, wenn wir uns den Gedanken merken, Gott sagt von dir, bezieht mich, wenn ich beten darf. Er hört jeder Wort. Er hat sogar seinen Arm auf unsere Schulter. Aber bet wir ein Mal und wir glauben, Gott ist da, weit weit auf im Himmel. Vielleicht hört er uns und vielleicht nicht. Das Gebet ist ein Reden von uns Hort zu Gott. Das ist eine persönliche Verbindung mit unserem himmlischen Vater. Das ist nicht vielleicht hast du ein Gott, der uns hört. Du bist ein Gott, der uns hören wird. Du bist ein Gott, der ist allmächtig. Der kann jeder Ding tun, wo wir nur fragen. Das gerechte Gebet vermag viel
wenn es ernstlich ist. Wenn wir das ernst meinen, dann kann Gebet viel tun. Gott wird uns Gebet nicht immer antworten, so wie Frauen. Ich glaube, das haben wir alle erfahren. Aber wenn wir nur sehen, wollen beten und wenn er dort auch für Gott ansieht, nur was wir Frauen, dann antwortet er uns. Und dann ist er durch. Er ist immer durch. Aber nicht immer, was er uns kriegt, antworten, nur was wir Frauen. Einmal auf einem anderen Weg als wir nur Frauen, wurde nur noch eine Geschichte vertellen, von was wir beleben als Familie, willst wir am Denk beten, dass er antwortet. Aber er das anders antworten, als wir nur Frauen deuten. Einmal antwortet er kurz, und nächstes Mal antwortet er verhebt gleich. Wenn das ist nicht, was er das sein wird, nur was wir Frauen oder Gott ist für uns. Das ich all sehe, wenn einer Erfahrungen merkt an Gebeten, wenn einer so klar sieht, dass Gott dahinter ist. Weil dann wird ihm das Gebet bloß einmal weg. Einmal ernst dann, einer soll bloß einmal da beten. Wenn er ist dort dann Zeit zu beten, ich glaube, wir sollen alle Zeit beten. Was beten wir? Na, was fragen wir, wenn wir beten? Je habt das gesagt, dass ich noch kann, was zu tun, dass Gott mein Gebet wird erhören. Wir beten einmal, dass unsere Früh soll gesund werden, dass die soll das war mit Gebet gehen. Wir beten vielleicht auch einmal, dass uns Mann das soll gesund werden und dass denen das soll besser gehen. Oder unsere Nachbarn. Kann ich dann einmal noch was tun, dass das Gebet erhört wird? Ich glaube, ich kann. Ich weiß nicht, was du nicht denkst. Wenn die früh krank ist und du betest, dass das soll besser gehen und die soll gesund werden. Wenn die wirst gehen und merken, Mittag, fein ut, waschen Flur, nehmen Karren, gehen aufwaschen. Können das aber eins sein, dass dort ist, was Gott will, dass die so tun. Und dass die früh, das war besser jetzt. Kriegt aber, wir können das drehen nur den Mann, nicht? Vielmals beten wir für eine Person, Gott soll die gesund merken. Und wir wollen haben, das soll bloß, dass das passieren und wir wollen das nicht tun. Und wenn Kranken haben und wir beten, Gott soll den trösten. Und wir bleiben tüß. Gott kann das. Gott kann ihn trösten, Gott kann ihn gesund machen. Manchmal will Gott noch, dass wir am Vortag hüpfen und nur die Person fahren, die krank ist. Dass wir den vorhin besiegen. Dass wir den vorhin ein paar Mutmerkende Wirt geben. Wenn du wer leiden dat, wenn du wer in Not ist, wie kann du was tun, dass das Gebet erhört wird, wenn wir an die Arbeit gehen. Das ist viel leichter, bloß beten und sagen, hey Gott, mein Nachbar, mein ein Freund ist krank. Merkt den gesund, dass der was schaffen kann. Und that's it. Dann gehen wir an unsere Arbeit. Ich gerät sehr leicht. Da kann jeder einer tun. Braucht 2 Minuten. Das ist vorig. Wenn noch da eine Anstrengung braucht hat, dann noch Zeit zu nehmen und am Vortag nehmen und den vorhin besiegen. Den vorhin Motor sprechen.
Wanneer so wie beten? So wie beten, wenn wir Lieden tun, wenn wir in Not sind? Wenn ich das Vers hier betrachte, was ich gelesen habe, dann so wir beten, wenn wir Lieden tun. Aber nicht bloß dann. Wir sollen auch beten, wenn uns gut geht, wenn wir glücklich sind, wenn alles schön ist. Vielmals, wenn wir gesund sind und das fällt sich so, dass alle tun, wir können Geld verdienen und wir haben alles, was wir brauchen. Dann denken wir fertig so, nu haben wir das Gebet. Nu sagen wir, okay, wir fahren hier boven und das fällt sich bloß so fern. Und dann vergeht wir vielmals, dass wir noch beten sollen. Das ist dann gleich so wichtig, ist, wenn wir Lieden tun. Scheinbar, das ist leichter, wenn wir Lieden tun, wenn wir krank sind und wenn uns eine Familie wer krank ist. Scheinbar beten wir dann leichter. Wir sollen dann auch beten. Wir sind dort hier ganz klar. Wenn wir gucken durch den 14. Vers, da sagt er, als von jemand wer krank, dann lud der Altersstab von der Gemeinde kommen, er am beten, in Amen Jesus sie nun mit euch bedein. Das ist ganz am Platz und wir sollen das immer weiter tun. Wenn wer in Not ist, wenn wer krank ist, was immer du ist, so wie auch beten. Aber ich sage das auch nicht bloß du, sondern auch, wenn uns gut geht. Sondern auch, wenn wir hier oben fahren, in der Herr ist ganz klar, können sie auch beten. Und hier sind in Mexiko, ich weiß, du in der Herr so steht. Hier sind die Fan Lord, für mich ist eins. So, wir sollen im Bett stehen, ein Gebet sein. Und das stöckert, auch wenn das laut ist. Ein Gedanken, was wir beleben, wir beten vielmals für andere Menschen, das ich auch sehe. Meine Frau kommt einen Tag nach mir und sagt, ich soll ein Lied hier in Darb Eten bringen. Für uns wäre noch gleich so ein bekanntes Lied. Dann frage ich meine Frau, wohin willst du dein Lied Eten bringen? Wohin willst du nicht ein Lied Eten bringen, wo Freund wären, wo wir mit Haupt wären, oder was wir da können? Dann sagt sie, seit läuft, dein Lied fehlt dir. Eten von dir, der fehlt dir, läuft zu wiesen. Ich sage, gut, wir werden die Eten bringen. Dann sagt wie Luther, was das getan hat an der Familie. Wie kann du was beitragen, wenn wir für andere beten tun? Ob eins wies Gott uns eine Person, ob eins wies Gott uns eine Familie, wo das fehlen hat, kriegt von dir. Dann braucht wir die Eten, Luther, wo wir an, wo das hat an der Familie getan. Ein kommt genügend ab. Da kann eine Person nach Gott bringen. Wofür müssen wir das? Wofür nehmen wir das so gleichzeitig? Wenn Gott uns wiesen hat, du bist eine Person, wo du Halt fehlt. Vielleicht braucht wir bloß die Hand fahren und du sein. Für die Person beten. Einmal braucht wir gleich beten fahren. Hier redet er und kommt die Nudels ab zu bringen. Sie sagt, Lothar, sie hat gesehen, was von der Leib. Und deshalb kommt Nudels ab hier. So, wie kann du was beitragen, wenn andere Lieden tun? Wenn wir beten tun und Gott wies uns, nicht steht, wo wir sollen hingehen. Ein Gebet ist eine große Kraft, wo wir vielmals an Zweifeln tun. Vielmals zweifeln wir an Gebet. Wenn das Gespräch gestorben wird, was passiert dann?
dann tragt das wieder auf. Dann tragt das hinein. Ich glaube, wir sind alle bekannt. Viele von uns sind von verschiedenen Städten hier nach Paris gekommen. Von Mexiko, von Bolivien und von verschiedenen anderen Städten. Und du auf der Stadt, wo wir erst wohnen, da haben wir Freunde. Freunde, was wir mit taub werden, Freunde, was wir leichten. Wenn wir dann wegtragen, was passiert mit unseren Freunden dort wieder auf? Vielleicht das erste Stautzchen sind wir nach jedem Mal in Kontakt, aber über dem tragt das wieder auf. Über dem reden wir gleich mal so viel mit euch. Und die Beziehung geht wieder hinein. Wie groß war das ist, wenn wir abhören mit Beten? Die Beziehung zu Gott geht dann wieder weg. Wir brücken in Kontakt bleiben im Gebet mit uns himmlischen Vater. Omdat kan verder wegkomen. Wenn ich kijken naar dit beeld, wat je daar hebt, dan zie je klaar het beeld. Meestal als een trubbel. Meestal bumst het hier. Wenn wir reden gleich mal. Wir vertrauen uns gleich mal, was uns das geht. Und dann kommt ein Trubbel, dann kommt der andere. Weil wenn wir abhören mit Kontakt sein mit unserem himmlischen Vater, wenn wir abhören mit Beten, dann geht die Beziehung wieder weg. So wenn wir mehr beten, dann steht weniger. Wenn Gebet, du hast viel dahinter. Wir sagen das falsch, wenn du jemand lieben lässt in ihr Jugend, der soll beten. Der soll nur der Älteste gehen, nur der Predigt in Frauen am Gebet. Das ist ein Ding, was ich sage von dir, das wird entweder eine Seite sei übertrieben, oder das wird viel zu sehr Tag geladen. Wir als Menschen glauben vielmals, wir wollen als Salz. Wir wollen hier als Salz durchkommen. Das braucht nicht, dass der andere dort arm wird. Das braucht nicht, nur Minuten zu gehen oder nur halb zu gehen, sondern ist wo ich hier durchkomme. Vielmals wird es so viel leichter sein, wenn wir jemand dort vertrauen und der können für uns beten. Wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, wenn wir uns Damm fallen, krank sein, was immer. Wenn wir gehen, nur ein Prediger oder nur, braucht nicht unbedingt ein Prediger sein, sondern nur ein Freund in Frühen, ist der wohl für uns beten, ist der wohl mit uns beten. Kann so ein großer Unterschied geben. Wenn wir hier wieder gucken, Vers 15, und dort Gebet am Glauben wird den Kranken halten. Und der Herr wird am abrichten. Und wenn er Sinn begonnen hat, der wird am vergeben worden. Dort sagt er, dort Gebet am Glauben wird den Kranken halten. Dort sagt hier in diesen Versen nicht, dass der wird gesund worden. Aber dort sagt er, dort wird den halten. Weil dort wird Gebet hat. Wenn wir gehen und Frauen und Gebet, dort halt. Dort hat uns abhören. Und dort gibt uns Mut. Wenn wir mehr dort anwenden in uns Leben, wenn wir nicht glauben, dort braucht der andere nicht weiten, oder wir wollen all uns selbst durchpullen, sondern wenn wir up sind, wenn wir durchsichtig sind mit uns Leben, und den anderen dort mitteilen, wir können frohes Leben haben, uns dort kann gut gehen. In ons Gebetsleben, dann wird uns geistliches Leben so viel schöner gehen. Psalm 54, Vers 23 sagt, schmied ihn Anlehen ab den Herrn.
Der wird die versorgen und wird die nicht immer. Er sagt, der wird den Gerechten nicht ewig an andere Leuten. So wir können uns anlegen auf den Herrn schmieden. Das sagt hier, Schmied, den anlegen auf den Herrn. Dann wird er uns dadurch halten. So wenn wir nicht beten, ich glaube, wir sollen beten, wenn wir in Not sind. Wir sollen beten, wenn uns das schlecht geht. Aber wir sollen auch beten, wenn uns das gut geht. Vielleicht können wir da oben bleiben. Das Gebet im Glauben wird uns halten. Und das wird uns stärken, das wird uns abrichten. Und wird uns halten, unsere Dinge zu drehen. Eine Geschichte, was wir beleben als Familie 2 Jahre, 3, mag ich mitteilen und mit dort will ich schließen. Meine frühe Bruder trat nach Bolivien von Kanada als Missionar. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Sie traten nach Bolivien, sie hatten den Raub. Gott will ihn durch han rauben als Missionaren und sie sollen durch mithalten. So sie traten nach Bolivien und schaffen durch mit, besonders am Radio und auch in der Kolonie und manche Menschen. Doen durch viel gute Dinge. Junge Polier mit 4 Kindern. Benny, als sie nun, er wird krank an Covid. Und das schien sie, wird kranker und kranker. Da wird bekannt gemerkt, Menschen beten. Menschen beten in Kanada, in den States, in Mexiko, in Bolivien, in Deutschland. Viele verschiedene Städte habe ich hier, wo Menschen beten deuten. Die beten, Benny soll, dass Gott am wird gesund merken. Benny wird kranker, er wird kranker. Er muss ein Hospital nehmen und mit einem Ventilator an. Und das schien so, das ging bis rauf. Und Menschen beten und beten. Und das schien so Gott wie still. Das schien so Gott antwortet nicht. Aber in all dem gibt Gott uns als Familie, oder besonders seine Frühen und some von der früheren Geschwister, Gott gibt uns irgendwo ein Zeichen, dass er erntieren wird, dass er durch wird. Gott gibt uns irgendwo den Zeichen von einem Regenbaum. Wir wissen, wo ein Regenbaum bedient wird. Ein Regenbaum wies uns einmal wahr, Gott ist da. Gott hat ein Versprechen gegeben für uns Menschen. Und das Regenbaum sauen sie durch, sau wie du als Familie. Und wir haben das ganz klar, besonders in der Früh, aber wir als Familie auch. Gott gibt uns das Zeichen durch, Benny wird gesund werden. Habe ich ganz klar. Und das schien so, er war bloß kranker und kranker. Und wir beten. Wir bleiben am Beten. Viel Dutzende Menschen haben gebetet. Und Benny starb. Oh Gott, Gott gehorcht. Gott wie ein Titel was bezieht. Er hilft der Kraft. Er hilft der Kraft für die Früh, für die Familie, kriegt die Kraft, was wir brauchen. Gott antwortet, das Gebet anders ist wie eine Früh. Als er sterben wir, vielmals wird wir dann vielleicht verdrießlich werden.
dass Gott nicht ans gehorcht hat. Aber dort hier ein kleines Stützchen, hilft Gott ans Wahre, dessen Regen bei uns war. Wenn ich starb und danach, und dann zum Morgens, los ich ein Gedicht. Ich kann von dir nicht anders sein, als Gott hilft uns dort Gedicht durch. Und dort Gedicht sehr, redet von einem Regenbären. Und dort Gedicht sehr, der Regenbären, der ist an der anderen Seite. Gott weiß uns, er hat uns gehört. Er weiß uns, war er den Regenbären bloß von der anderen Seite, wo wir denn nicht wollen sein. Ja, wir wollen alle nur der andere Seite. Wir wollen alle an den Himmel nehmen, wo bin ich von der ist. Aber wir wollen ihn hier bei ihr noch länger. Und Gott weiß uns so klar, er hat ihm geheilt, aber an der anderen Seite. Wie früher eine Heilung hier bei ihr, aber Gott hat ihm geheilt, bis an der anderen Seite. Und dann danach hat meine frühen Traum, kriegt von das. Kriegt von das Regenbären und Benny wie du. Und Benny hat eine sanfte Stimme durch. Und er sagt, ich sie geheilt. Dort wir bloß anders als wie nur früher. Gott, wir beziehen uns. Er sagt, du beziehen uns. Er hat seine Hand, die er war ein Schiller. Vielmal schien das so. Gott ist wieder auf. Gott hielt uns gleich. Aber er wird durch. Er hilft uns durch das alle durch. Von dann an ist mir das Gebet viel wichtiger geworden. Dass wir gleich wollen abhören mit beten. Wenn es doch vielmals so scheint, dass Gott uns gleich hören wird, dass Gott uns gleich antworten wird. Aber wenn wir beten, wenn wir nicht abheben, hier mit beten. Was immer der Leo ist, ich stelle mir vor, wir haben alle Dinge belebt. Einer eint, einer ein anderes. Aber Gott ist da. Gott sagt, bezieht uns, wenn wir beten tun. Merkt dort einen Unterschied in uns Leben. Wenn wir daran denken, dass Gott da ist, wir sind gewohnt, wir tun, wenn wir eten tun, vor dem Eten beten wir. Vielmals ist das vielleicht eine neue Gewohnheit. Vielmals sagen wir so schön uns Gebete vor dem Eten. Und wir denken gleich wirklich, was wir tun. Das scheint, dass wir so eine neue Gewohnheit haben. Aber Gebet ist wichtig. Gebet ist wichtig, dass wir an denken, was wir beten tun und was wir tun. Dass wir zu einem Gott beten, was der allmächtig ist. Der hat bei dieses, das könnt ihr Sünd merken, dass der war hier mank ans wir. Wir können das nicht verstehen, von der noch nicht. Dass heute in der andere Seite gesund merkt. Aber das ist, was er tut. Und er weiß uns sehr klar, dass er wie Zeit über Bier warst. Dass wir gleich unzufrieden werden, dass wir gleich verdrießlich werden über dort. Weil er weiß, wie er wir.
we beten. Ziemlicher Vater, ik dank dir dat du bist. Ik dank dir dat we kan en Gebet naar die komen. Het vielmals denken we niet aan wat Gebet is. Vielmals denken we niet aan hoeveel kracht en Gebet is. Vielmals nemen we dat zo gelijkaltig. Herr, ik vrees dat je ons wordt vergeven, wo we aan kaartje komen en Gebet. Herr, ik bid dat je ons onrieren en dat we mogen bloß meer beten en dat ons kan wichtig worden dat du bist. Herr, du bist almachtig. Du weißt krank, wat ons fehlt en wat we brauchen in jeder Moment. Herr, ik bid dienen zijn over deze Gemeinde. Moest die ons zijn, moest die ons hem zijn zaten hier in deze omgeving. Herr, ik bid dat zij mogen kunnen met vrede, met moed die dein. We leven in een tijd en een wereld waar we zo nodig brauchen dat we die uitdagen laten. Herr, ik bid dat die ons wordt de vrijheid geven, de moed geven, die bloß uitdagen door ons leven. Herr, ik bid voor ieder een nog eenmaal. Ik bid dien zijn, over ieder een hier van jou. Jesu naam bid ik. Amen. Dankzij Hein voor ons leren van Gebet. En gedanken wat naar mij komt, wat hij zei, dat wanneer we beten, dan kijk we nu aus, wanneer Jezus bezit ons is. We hebben gehoord van dat Jezus in ons krans had, in onze maat had. Maar wanneer het bij een beten komt, dan doen we leicht denken, oh Herr, is er irgendwo das und nicht. Wir denken nicht an, wenn wir an uns krans haben, ist er nicht krank, hier besiegt mich dann. So sei vielmal Dankeschön für dort, und was ja wir tun, um dort ein Gebet erhört wird, nicht? Das sei welche Gedanken. WhatsApp, da hat es sehr leicht gemerkt für uns zu beten, nicht? Wenn wir ein Gebet fragen, dann direkt wir schweren an dort, dann gehen wir wieder, nicht? Und haben wir Gebet. How about when wir den Mensch personally in korter Not checken tun? Zeit nehmen, um actually die Person was sagen. Wir nicht mehr zu sagen, dass die kommen Nudels abbringen. Und es steht bloß, hat das Prayer Hand baten und gehen wieder mit uns leben, nicht? So, das sind Gedanken, du ein Dankeschön für uns dort lehren. So, komm dich bei mir, dass wir was connecten und ein Gebet erhört können werden. Kort, some announcements des Werkes, sei gewöhnlich, das Junior Youth ist on Dingsdag, und an Medwerk Care Group, und dann war ein Prayer Meeting, so morgens klok 7. Und dann steht der Youth Retreat als nächster Weekend von der 18. bis 20. Weil wir dürfen beten. Youth Retreats sind something, wo junge Menschen sehr erfahren, als wo die Dinge zu sein kriegen, weil wir werden reden dort, von deinem Beten, und auch für die Jugend, was wir wollen sein. Ja, das kann ein großer Segen sein, und das ist nächster Weekend. So, Dankeschön sehr viel für kommen, und auch nach Wara sehr Dankeschön zu Hein, und in der Früh für kommen, und uns hier dein, der hier weg, und weil wir das behalten, dass mit Jesus in unserem Mad, die Timers behalten, das ist sehr wichtig, was für mich, hat das sehr gelegt, so. Sehr Dankeschön für kommen, und wünschen Ihnen